Ein super geile Zick mit Tränen in den Augen, du ich manchmal zurück, bin ich gehabt, der Roll nur noch halb so doll, doch ich nach, weiß ich nicht, wo der Ende soll. Nee, wat war das denn früher? Ein super geile Zick mit Tränen in den Augen, du ich manchmal zurück, bin ich gehabt, der Roll nur noch halb so doll, doch ich nach, weiß ich nicht, wo das Ende soll. Super. Guten Morgen zusammen. Ja, Peter und Stefan Brings, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Ihr Lieben, erstmal herzlichen Glückwunsch. 35 Jahre Brings, stolzes Alter. Wie fühlt man sich? Wir leben noch. Wir leben noch, Wir ne? leben noch. Ja, wir fühlen uns, also ich fühle mich gut heute Morgen. Doch, heute Morgen ist So, damit das so bleibt, greift zu. Das darf ja nicht kalt werden. Ach ja, danke schön. Ja. Gibst du dem kleinen Bruder erstmal Ja, was? genau. Ne? Ja, das ist Wie eine seid gute ihr Aktion. auseinander? 8, 9 Monate? kein Jahr. Kein Jahr? Nee. Ja. Hast du immer auf ihn aufgepasst? Nee, meine Mama war so die Generation, solange du stillst, kannst du nicht schwanger werden. Scheint nicht zu stimmen. Ja, ich habe auf den aufgepasst, als er klein war. Heute passt er auf mich auf. Ja, aber ihr esst euch nicht gegenseitig das Rührei weg. Nee. Nee, das ist super. Das teilen wir. Ihr Lieben, vor 35 Jahren, 1991, da ist euer Debütalbum erschienen. Wisst ihr noch, wie das hieß? 2 Sorte Menschen, 2 Sorten Menschen. 2 Sorten Menschen. Was seid ihr denn für Menschen, für Sorten? In dem Lied geht es, eigentlich haben wir da drin gesungen, es gibt die Sesshaften und die rumziehen. Ja. Wir ziehen immer noch rum. Ich glaube, 2 Sorte Menschen ist ein Erich Kästner Gedicht gewesen. Ist das richtig? Es gibt Ja, zwei, das ist daraus ausgenommen. da haben wir das hergenommen. Also wir haben uns auch eher zum fahrenden Volk gezählt. Ja. Aber man kann ja auch sagen, der eine ist Spießer, der andere ist Relax. Was seid ihr denn? Seid ihr die Frühaufsteher, die Spätaufsteher? Seid ihr das Frühstücksei mit dem Messer durchtrennt, oder? Ich bin derjenige, Frühstück findet in meinem Leben gar nicht statt. Ich frühstücke so ganz selten irgendwie, weil ich schlafe immer, wenn alle frühstücken. Ich bin ein ganz später Mensch, gehe meistens so 2 Uhr oder so ins Bett. Wenn alle pennen, so um 12. Dann wirst du aktiv. Da gehe ich bei mir ins Studio, dann weiß ich, die sind alle zu Hause und muss ich keine Sorgen machen. Der Hund liegt unter meinem Pult und dann ziehe ich mir Kopfhörer an und dann kann man gut arbeiten nachts. Das ist super. Dann bist du relaxed, die Nachteule. Da ruft keiner mehr an und die Leute lassen sich in Ruhe. Das ist super. Also wir hören gleich natürlich noch von euch einen Mega-Kracher, solange wir noch am Leben sind. Und wenn Sie Fragen haben an Peter und Stefan, einfach her damit über vollekanne@zdf.de oder Facebook und dann können wir drüber reden. Wie ist das bei dir? Bist du dann umgekehrt der Frühaufsteher? Nee, ich glaube, dieses nachts lange wach sein haben wir in der Familie. Ja. Ne? Aber ihr Das trefft, ist bei unserem- ihr trefft euch mal für 6 Stunden so am Tag. Gibt es eine Schnittmenge bei euch, ja? Ja, aber das ist auch bei unserem Vater, ist mir letztes Mal aufgefallen, der ist ja jetzt auch schon, geht auf die Mitte 80 zu. Und wenn du den so nachts anrufst, das klingelt einmal, da ist er das liegt in der Familie. Das liegt in der Nachteul. Wir haben aber auch einen total versetzten Tagesrhythmus. Wenn wir irgendwo spielen und noch nach Hause fahren, erst ins Studio, dann zu uns nach Hause. Wir sind oft erst um 2 Uhr zu Hause. Und dann hast du ja noch zu tun, zu machen. Und man darf das nicht unterschätzen. Wir sind beide dann, glaube ich, voller Adrenalin. Da dauert was. Das kennst du bestimmt auch von der Sendung, bis du runtergekommen bist. Dann wird noch geguckt, was in der Pfanne ist. Ich bin einer, der isst gerne im Stehen aus der Pfanne. Der kleine Mitternachtssnack, ne? Genau, So was- eine Blutwurst hier. Exakt, was ne? da so überbleibt, das wird dann noch gegessen. Dann gehen wir 2 Du schlafen. zerkratzt die Pfanne mit der Gabel, ey. Verstehe. Genau, ich bin das. Streitet euch nicht. Wir bleiben aber beim Thema Schlaf, dass das wichtig ist. Okay, wenn du um 2 Uhr ins Bett gehst, dann kannst du ja vielleicht dann länger schlafen. Ja, Peter, Stefan, wir kommen natürlich gleich noch auf die Musik und so weiter, aber ihr habt euch ja interessiert das gerade angeguckt und schon sofort kommentiert. Ihr seid ja Kölsche Jungs, das ist eure Stadt. Was sagt ihr zu dem Problem? Ja, ist ein bekanntes Problem. Ich habe auch die Möglichkeit gehabt, vor ein paar Wochen auch noch mal mit unserem neuen Bürgermeister darüber zu reden. Am Ende ist es natürlich das, was in dem Bericht auch gesagt wird. Die werden von Pontius nach Pilatus geschickt und sie sind ein Teil der Stadt. Und weißt du, wenn du mich so fragst, so eine Stadtgesellschaft wie wir Kölschen sind so stark, wie die Schwächsten sind. Und das sind die Schwächsten, die wir in der Gesellschaft haben.
Und die einfach, also zu sagen, wie jetzt auf dem Neumarkt, die müssen da weg. Man muss sich einen Gedanken machen, wo sollen die hin? Wenn du sie wegschickst, gehen sie an die nächste Ecke. Dann sind sie am Spielplatz oder im nächsten Park. Also ich finde so ein Zentrum und dieses Mikrohandeln und was die da erzählt haben. Ich bin sowieso der Meinung, sobald die Drogen nicht mehr auf dem Markt sind, draußen, also von den Dealern verkauft werden, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch viel größer, dass die nicht so versifft sind, die Drogen. Dass da nicht so, was da gerade passiert, was die auch erzählt haben, von den Crackrauchern und so. Wir kriegen das ja auch ein bisschen mit. Es ist in der Tat so, dass es Drogensüchtige gibt, die eher an einem Platz bleiben, weil sie auch nicht mehr imstande sind, sich zu bewegen, großartig. Und dann gibt es halt auch die Abteilung, die durch die Gegend läuft. Und was man sich auch immer vor Augen halten muss, du kannst dir nicht irgendwo hinsperren. Die leben ja zum größten Teil vom Betteln. Also irgendwo muss die Kohle ja hinkommen. Entweder gehen sie anschaffen, prostituieren sich oder gehen betteln. Und wenn du die irgendwo hinsteckst, wo keine Leute sind, wo keine Geschäfte sind, wo man nicht betteln kann, sind die praktisch ohne Einkommen. Also so blöd sich das anhört, aber ist so. Das muss man ja alles... Und die Leute, die Geschäfte haben, wollen die nicht vor den Geschäften haben, weil sie natürlich die Kunden verschrecken. Außer da kommen dann solche Jungs raus und drohen den Prügel an, dann gehen sie natürlich irgendwann. Das ist aber auch nicht, so kann das ja auch nicht gehen. Das ist eine schwierige Situation, aber das muss geklärt werden in der Stadt und da müssen auch alle zusammen dran arbeiten, dass das irgendwie funktioniert. Das geht nicht, macht die Stadt mal, macht das mal. So funktioniert das nicht. Ja, ist ein schweres Thema, aber sag nur mal ganz kurz, ihr seid ja unwahrscheinlich engagiert, weil ihr eben sagt, man kann die Menschen nicht alleine lassen und ihr engagiert euch auch für die Kindernothilfe, ne? Das heißt, ihr seid ja auch welche, die sagt, man muss sich um die Schwächsten auch um Kinder kümmern. Wir haben für die Kindernothilfe zum Beispiel ist glaube ich jetzt schon fast 10 Jahre her, mal ein Konzert gespielt mit den Kollegen von Casala zusammen und haben an dem Abend wirklich 100.000 € zusammengekriegt. Und die waren auch da von der Kindernothilfe, wir konnten ihnen das Geld mitgeben. Klar, Kindernothilfe sagt ja schon das Wort. Ne, dass es sowas gibt, ist ja schon schlimm genug. Dass sowas geben muss. Ne? Ja, das ist schon schlimm. Das war aber damals auch wirklich ein glücklicher Zustand. Da hat der Vater von unserem Schlagzeuger noch gelebt, der Norbert Blüm, der ehemalige Arbeitsminister. Und der hatte einen sehr engen Draht zur Kindernothilfe. Das war die Zeit, als in Syrien dieser Krieg so eskaliert ist. Und eigentlich hat der Norbert sozusagen die Kohle persönlich dahin gebracht, wo sie auch hin sollte. Darum war da auch, glaube ich, so. Dann fühlt man sich auch gut. Man hat ja auch immer ein bisschen Sorge, wenn man spendet, das verfranselt sich. Aber damals war das so eine ganz konzentrierte Sache für die Kinder da, die aus Syrien fliehen mussten, so zum Teil in die Tolle Türkei. Sache, dass ihr da geholfen habt. Jetzt wollen wir aber einfach mal zu eurer Musik kommen. Wir haben jetzt so eine Zuschrift. Robert sagt, als Kölner bin ich dabei. Was für ein super fröhlicher Anfang. Mit den Jungs, da tanzt man doch mit seinem Frühstücksbrötchen nebst Ehefrau durch die Wohnung. Ich würde sagen, Robert, weiter so. Klasse. Und wir wollen jetzt mal auf die Musik schauen, auf 35 Jahre Brings. Bitteschön. Wir sind Menschen, nur Fleisch und Blut. Der Hauptsache ist, es Herz ist Jod. Und darum lebt die Lebe. Wo Brings draufsteht, ist Musik drin. Seit 35 Jahren rocken die Kölner schon die Republik. Alles beginnt Anfang der 90er Jahre. Die Brüder Stefan und Peter starten als kölsche Rockband. Gleich das erste Album wird ein Erfolg. Schon damals engagieren sie sich lautstark gegen rechts, sind beim legendären Arsch-Hu-Zeng-Auseinander-Konzert 1992 in Köln dabei. Für die junge Band eine bewegende Zeit. Für Stefan, für mich war das größte Highlight, als wir nach der Veröffentlichung unserer ersten Platte zum ersten Mal im Luxor in so einem Club gespielt haben in Köln und die Leute die Texte mitsangen, weil wir kannten das ja vorher als Schülerband nicht, dass jemand unsere Lieder kannte. Sieht man die Menschen sich Doch im Laufe der Zeit verändern Brings ihren Stil. Von der Rockband zu einer der erfolgreichsten Partybands, ausgelöst durch diesen Song. Ab den Nullerjahren liefern Brings einen Hit nach dem anderen.
Brings als reine Karnevalsband abzustempeln, funktioniert aber nicht. Und in jedem steckt ne Kölsche Jack. Der Karneval ist für uns natürlich Fluch und Segen. Also wir lieben das, Karneval zu spielen, und wir sind Kölsche Jungs und wir kommen aus der Stadt. Der Fluch ist vielleicht eher dieses Schubladendenken in unserem Land, weil uns ist das eigentlich erstmal egal. Wir sind auch im Karneval eine Rockband. Brings sind vor allem eine Liveband. Gänsehautmomente inklusive. Auf der Straße hab ich mein Sprach gelehrt und jedes Wort wie tätowiert am mega Song. Ich bin ne Kölsche Jung, das ist das Beste, was wir haben. Jetzt wird das 35-jährige Bandjubiläum gefeiert. Geplant sind die ein oder andere Überraschung und natürlich geht's auch wieder auf Tour. Brings, eine Band mit dem richtigen Gespür für Hits, bei der Musik und Haltung Hand in Hand gehen. Ich komme immer wieder, Beste, was wir haben, was wir haben. Tja, da kriegt er selber Gänsehaut, ne, wenn man das sieht. Ja, ich fand's echt schön. Also es ist rührend irgendwie, wenn man das so sieht. Was ist das denn für ein Gefühl? Also ich meine, wenn ihr da steht und ich weiß nicht was, 50.000 in so einer Köln-Arena, Köln-Stadion, singen eure Texte und ihr steht da nur. Das ist schon ganz, das macht einem, dann weißt du immer, wofür du das alles gemacht hast. Da war ja auch eben eine Aufnahme so aus Anfang der 90er, ne? Von 91. Und da war das ja wirklich so. Wir haben, letztes Mal meinte einer zu mir, Neu-Isenburg. Da war irgendwas in Neu-Isenburg, da haben wir mal gespielt. 2000er Halle, da waren, glaube ich, 70 Leute. Ja, wir haben das alles Also das erlebt. haben wir auch schon Ihr habt erlebt, das mal ne? von ganz unten wir angefangen. haben immer gespielt. Wir haben immer gespielt. Ich glaube auch am Ende ist es, also so, ich kann jetzt ja nur für mich sprechen, vollkommen egal, ob das 70 Leute sind oder 70.000 Leute sind. wenn du die Du 70 willst immer einen guten Job. Man will Wenn du einen die guten 70 begeisterst, hast du dein Ziel erreicht. Ne? Exakt. Jetzt erzähl mal, die Musik ist euch ja in die Wiege gelegt worden. Vater Musiker, Mutter hat bei ihm gesungen, richtig? Ja, ne? doch, die haben zusammen Musik gemacht. Die Eltern meines Vaters, also der Vater meines Vaters war ein super Banjo- und Mandolinenspieler. Also die Musik liegt in der In Familie. der Familie. Ja, ja. Aber wer hat euch denn eigentlich dazu gebracht, auf Kölsch zu singen? Wer hat denn gesagt, seid mutig, ihr seid aus Köln, nutzt die Sprache? Unser Vater. Also wir waren die Begleitband, der Harry, unser Gitarrist, der jetzt bei uns spielt, der war damals schon, hat mit uns Musik gemacht und wir haben mit unserem Vater Musik gemacht. Und dann ging es irgendwie darum, dass wir gesagt haben, wir wollen auch mal ein Lied spielen. Ja, dann schreibt mal vernünftig den Text. Dann haben wir so englische Sachen gemacht und mein Vater war ja Englischlehrer. Und dann hat er irgendwann gesagt, die Texte sind zubisch. Ne? Das machen wir nicht. Irgendwie. Schreib mal in der Sprache, in der du träumst. Und dann habe ich Katharina geschrieben. Das ist so die Geschichte meiner Mutter, also die Trennungsgeschichte meiner Eltern. Ich weiß gar nicht, ob er damit gerechnet hat, dass das dann der erste Song ist, weil das sehr persönlich war. Und den hat er uns in seinem Programm vortragen lassen. Und das war der Beginn. Und damit haben wir dann angefangen. Dann gab es sozusagen das Brings, was man heute kennt, dass wir Kölsch gesungen haben wir dann beibehalten. Jetzt musst du nur mal erklären, jetzt haben wir auch noch mal so ein Foto, ihr da immer in diesem Schottenstil, mal mit Schottenrock, mal kariert und so. Wer ist denn auf die Idee gekommen, das so als... Das war, Ziel zu haben. die glauben ja immer, die meisten Leute glauben, das hätte was mit der Musik aus Schottland zu tun. Hat es in dem Fall gar nicht. Ne? Wir sind ja 2000 so in den Karneval reingestolpert mit Superlitzig. Und da haben sie uns, weil wir uns viel bewegt haben, unsere Musik war natürlich lauter, bisschen härter, haben sie oft gesagt, ihr seid die Punks hier im Karneval. Und dann kam der Peter mit der Idee, wir hatten ein altes Album von den Sex Pistols. Und die Sex Pistols waren ja auch wirklich gegen alle Konventionen, aber immer königstreu. God Save the Queen. Und die hatten in ihren Sachen so dieses Muster eingenäht. ja. Und da haben wir gedacht, wenn wir schon die Punks im Karneval sind, dann haben wir uns so Hosen Und das ist dann konsequent geworden, als wir dann irgendwann gesagt haben, einer muss jetzt auch einen Rock anziehen, ne? Einen Schottenrock. Und der Stefan ist ja kein Autofahrer, der hat nie einen Führerschein gemacht, der fährt immer schon Fahrrad. Hat also auch die besten Beine. Weil bei mir sieht das aus wie ein Storch in Salat. Da haben wir gesagt, lass den den Rock anziehen. Das war dann auch genau, da war immer die große Frage, was er unter dem Rock anhat. Die ist bis heute auch offen geblieben. Die ist offen geblieben. Das können wir bis zum Ende der Sendung noch klären, Stefan. Außer Mädchensitzung und Fettweiß, wir gucken schon mal nach. Ja, die
Genau, die gucken ja. Herrlich, herrlich. Jetzt habt ihr, wie gesagt, 35. Geburtstag, den wollt ihr auch richtig feiern. Und zwar mit den Kölnern zusammen. Und ihr macht am 5. September ein, ja, wie soll man sagen, gratis Überraschungskonzert, richtig? Ja, ich bin eingeladen worden dieses Jahr. Ich bin Pate des Ehrenamts in Köln. Also ich hing in jeder Bushaltestelle. Und da habe ich dem Bürgermeister gesagt, so, wenn ich ehrlich bin, wir sind eine Karnevalsmusik, eine Karnevalsband und der Karneval ist Ehrenamt. Also 99% ist das Ehrenamt. Das ist unser Arbeitgeber. Muss man mit sich machen. Und ich bin jetzt der Pate. Da habe ich gedacht, ja, müssen wir auch irgendwas machen. Und wenn man Geburtstag feiert, ist es so, dass man den Deckel bezahlt. Und dann haben wir unseren Manager angerufen und haben gesagt, so, du hast jetzt eine ganz kleine Aufgabe, musst über 100.000 € zusammenkriegen, irgendwie durch Sponsoren. Wir wollen ein Konzert umsonst vom Dom. Und der Bürgermeister hat gesagt, ich mache den Rest mit dem Ordnungsamt, damit das alles klappt. Das hat geklappt. Das ist der totale Wahnsinn. Jetzt in der Zeit für 5.000 Leute umsonst zu spielen, also dass wir eine volle, richtige Show machen können. Man merkt draußen, dass den Leuten auch oft das Wasser bis zum Hals steht, auch finanziell. Und ich glaube, wir kommen denen da sehr entgegen. Und ich finde das auch eine gute Geste zum Geburtstag. Wir haben viele super Zeiten erlebt in den letzten 35 Jahren. Uns ging es auch vorher schlecht, jetzt geht es uns gut. Es ist gut, wenn man was zurückgibt. Ja, eine tolle Sache. Also meine Cousine hat gestern angerufen, die hat mit 2 Laptops gleichzeitig versucht, dieses Gratis-Ticket zu ergattern, hat es nicht bekommen und sagte aber natürlich, wenn 1 Million Kölner dahin wollen, habe ich keine Chance. Ne? Ja, das war ein bisschen Stress am Anfang, war klar, war 2-3 Minuten, dann ist der Server auch einmal runter und wieder hoch. Aber wir hatten die Tickets, glaube ich, in 15 Minuten waren sie alle weg. So, Peter, Stefan, wir haben weiter viele Zuschriften. Andrea sagt, ich liebe Brings, immer wieder tolle Lieder. Und Monika jetzt zum Beispiel schreibt, euer Lied nicht allein hat mich durch die Corona-Zeit begleitet und mich nicht durchdrehen lassen. Also sie ist euch dankbar. Auch eure offenen Worte zu Krieg und Fremdenfeindlichkeit finde ich super in einer Zeit, wo viele schweigen. Weiter so. Jetzt haben wir ja im Porträt ja auch gesehen, ihr setzt euch eben auch für politische Ziele ein. Nicht? Ihr wart auch Arschu bei dem Konzert. Wie seht ihr das Ganze denn heute? Du meinst jetzt in Bezug zu den Anfang der 90er? Das war, dieses Arschu-Konzert in Köln ist ja passiert, oder war eine Reaktion auf die Brände, zum Beispiel in Solingen. Und als wirklich rechtsextreme Häuser angezündet haben, muss man sich überlegen, weil da Gastarbeiter drin gelebt waren, was wir Deutsche immer Gastarbeiter genannt haben, was natürlich längst Bürger von NRW waren, eine türkische Familie damals, sind auch Leute zu Tode gekommen. Und das war, fand ich, von der Stadt Köln die einzig wahre Reaktion, diesen Menschen zu zeigen, es gibt auch andere Leute in Deutschland, wir stehen hinter euch und wir wollen weiter versuchen, mit euch hier ein gutes Leben zu machen. Und ihr nehmt ja kein Blatt vor den Mund, genauso wie Wolfgang Niedecken, und sprecht die Dinge eben an. 2023 habt ihr das Lied gemacht, Kein Kölsch für Nazis. Und da heißt es ja eben im Text eben auch kein Zentimeter weiter nach rechts. Und wie sieht das heute aus, wenn ihr so auf die politische Landschaft heute schaut? Also wir sind kein Zentimeter weiter nach rechts. Ja, irgendwie, das ist, ich kann das nur sagen, was der Stefan gesagt hat. Damals wollten, in den 90ern, wollten die Rechten in den Rat, in den Kölner Rat nur rein. Wir haben die jetzt im Bundestag sitzen. Ne? Da muss man sich überlegen. Man weiß, was so einem Weidel da 25.000 € jeden Monat bezahlen wir ja alle mit unseren Steuergeldern, diese ganzen Leute da. Was uns im Moment ein bisschen erschreckt, ist die laute CDU, als es um die Grünen ging. Was haben sie geschrien? Wo sind die? Wo ist der Söder? Wo sind die alle? Wo sitzt ihr alle? Warum seid ihr alle still? Also wir können das gar nicht verstehen, dass im Moment so still ist und was hier um uns herum passiert. Also den ganzen Tag irgendwie, du siehst den ganzen Tag auch die Damen und Herren der AfD im Fernsehen. Sie werden ja interviewt, jetzt gerade im Moment auch sehr viel und wenig Fakten werden geklärt, noch in den Sendungen muss man einfach, da wird oft auch der Bullshit einfach so stehen gelassen und die Lügen in Anführungsstrichen. Und ich wundere mich sehr über unseren Bundeskanzler. Das ist ein absolutes Versagen. Also den würde ich jetzt gerne laut sehen. Ich würde jetzt gerne auch dasselbe Geschrei, was ich gehört habe, Kinderbuchautor und Gedöns, wo sind sie all? Jetzt, also ich glaube, das, was wir gerade vor der Brust haben, ist um einiges gefährlicher als die Grünen. Naja. Also, ihr habt den Mund aufgemacht. Das erwartet ihr eben auch von anderen. So, Peter und Stefan, ihr habt ja schon verraten, also Bravo-Leser wart ihr jetzt nicht. Aber ich meine, die Fragen sind ja herrlich, ne? Wenn dann Dr. Sommer gefragt worden ist, ob man denn zur Sicherheit 2 Kondome übereinander ziehen soll, ob das dann besser sei. Oder ob man die auch waschen und trocknen kann und so weiter. Ne? Also das sind schon... Ja, man muss ja immer überlegen, das war ja auch eine Zeit,
da haben viele Jugendliche sowas gar nicht getraut, jemanden zu fragen. Ne? Ja, ja. Also das war ja auch so, ich weiß zum Beispiel noch, unsere Eltern haben uns mal erzählt, es gab ja damals keine Drogeriemärkte, in denen du relativ anonym dir Kondome kaufen konntest. Du bist in den Laden gegangen, wo deine Mutter ja auch hingegangen ist. Und die Verkäuferin hätte deiner Mutter ja direkt erzählt, der hat Kondome gekauft. Das war schwierig früher. Der macht alles richtig, wenn er Kondome kauft, würde ich jetzt erst mal sagen, oder? Ja. Aber Das soll er mal festhalten. musstest du dich in den Anfang der 60er erst mal trauen in der Nachbarschaft. Ne? Aber du hast ja eben auch von deiner Mutter gesprochen, ne? Wenn ich stille, dann kann ich ja nicht schwanger werden und so weiter. Die ist ja recht früh schwanger geworden. Ich glaube, sie hat dich mit 17. mit 17. Und hat das dann da auch ordentlich in der konservativen 60er Zeit? Absolut. Also ich weiß noch, dass gerappelt? meiner Mutter bei der Taufe von mir der Teufel ausgetrieben worden ist. Nein. Weil sie nicht verheiratet war zu dem Zeitpunkt, als sie geschwängert worden ist. Ja, Das heißt, der Kölsche Pfarrer hat ist der da... Kölsche klar. Und Pfarrer als- gekommen und hat noch einen Teufel Und ausgetrieben. als der Peter auf die Welt kam, im katholischen Krankenhaus, da gab es wirklich 2 Kreissäle. Der eine war für Verheiratete und andere. aber meine Mutter musste, obwohl sie während der Schwangerschaft meinen Vater geheiratet hat, trotzdem in den anderen Kreissaal, weil die Nonnen ihr gesagt haben, du hast das Kind ja gezeugt, da warst du noch nicht verheiratet. Da kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das ist, Ich glaube, die Generation, wenn man das auch so sieht, auch Bravo, die Generation unserer Eltern, was man ja gar nicht vergessen darf, man geht immer auch von sich aus. Überleg mal, deren Eltern kamen, Väter aus dem Krieg, die haben teilweise zweimal Krieg hinter sich gehabt. Dann war das so, ich weiß, meine Alten waren ja auch so ein bisschen so 68er, die hatten noch den Mief der 40er, 30er Jahre, teilweise waren noch Männer, waren noch bei denen, die hatten großes Interesse an einem neuen, freien Leben. Und ich glaube, da war die Bravo nicht unbedingt der Ratgeber meiner Eltern, das fanden die nicht gut. Die haben was anderes gelesen. Ja, der hat was anderes auch gemacht. Ja, Peter, du hast auch gerade gesagt, tolle Frau, ne? Tolle Frau, ja. Ich habe heute Morgen auch noch, kurz bevor ich zu euch gekommen bin, war noch ein Interview mit ihr, wo sie über schwul-lesbische Menschen in den Staaten geredet hat. Die hat das Herz auf an einem richtigen Fleck gehabt, die Frau, auf jeden Fall. Und eine tolle Künstlerin. Guck mal, was die alles Hits geschrieben hat. Unfassbar. Also, Ja. Dolly Parton hat auf Englisch gesungen. Das ist relativ einfach für jeden zu verstehen gewesen. wer Englisch kann. Monika schreibt, was machen denn eigentlich Leute wie ich, Hamburgerin, die, moin übrigens, nicht wahr, nichts, aber auch gar nichts verstehen können, wenn Bands wie Brings singen? Wollen wir der Monika helfen? Was heißt Gedöns? Gedöns. Was ist das richtige Wort für Gedöns? Gedöns ist so, Ja, das Gedöns ist ist schwer. eigentlich so ein bisschen so belanglose Dinge. Ja. Lass mich in Ruhe mit dem Gedöns. Ja. Heißt, Was keiner lass mich braucht, in Ruhe. das ist Gedöns. So ein Was soll bisschen- der Quatsch, ne? Ja. Was heißt denn, da müsst ihr mir sogar helfen, was heißt denn Pudelrü? Nackig. Nackig. Ganz Der einfach. ist Wenn man Pudelrü Pudelrü ist, rumgelaufen. ist man nackig. Ja, Genau. Und was ist Plüschbrumm? Das sind, wer ist das hier? Pfirsiche, genau. Pfirsiche. So, und dann habt ihr den Titel ja Poppe, Karte, Danse. Ja, das, Das versteht vielleicht jetzt auch nicht jeder Hanseat. also wörtlich übersetzt heißt das ja Sex, Tanzen Und Kartenspiel. und Kartenspiel. Kartenspiel. Aber der Ausdruck Puppe, Karte, Danze bedeutet eigentlich, wenn das einer zu dir sagt, das ist das Einzige, was du kannst, bist für alles so doof. Das bedeutet das am Ende. Also du kannst saufen und poppen, ja, aber für richtiges Zeug bist du nicht, richtige Arbeit bist du nicht zu bist du gebrauchen. nicht hell genug. Genau. Aber diesen Spruch haben wir übrigens von unserem Opa. Ach so. Der war natürlich auch Kölner und hat sehr Kölsch gesprochen. Und der hatte so eine Skatrunde sonntags morgens. Und das wissen wir beide gar nicht. Das hat er uns mal erklärt. Im Skat, die drei, zwei verbünden sich immer im Geheimen gegen einen. Spielen sich die Karten zu. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann hat der Opa zu dem seinem Kompagnon gesagt, ja, Puppe, Karte, Danze, das kannst. Das heißt eigentlich, du bist heute Morgen zu nichts zu gebrauchen. Das ist ja nett. Jetzt kommt es aber. Martina schreibt, mein Mann, eine echte Kölsche Jung, ärgert sich immer, wenn bei dem Lied Super Jeile Zick Tränen statt das Kölsche Wort, das richtige Kölsche Wort, Throne gesungen wird. Warum? Ja, recht hat er. Also erstmal hat der Mann recht und wir ärgern uns heute auch total darüber, dass wir das gemacht haben. Damals, als wir den Song rausgebracht haben, waren wir der Annahme, dass das keiner versteht draußen. Und wir wollten, dass den Song jeder versteht. Und heute würden wir eigentlich sagen,
Die hätten das auch rausgekriegt, wenn wir Trone gesungen haben. Aber ich weiß nicht, wie war sein Name? Ich habe den Namen vergessen. Nee, der Ehemann von Martina. Ach, der Ehemann von Martina hat natürlich vollkommen recht. Das heißt Trone. Und der Vater hat euch, euer Vater Rolli hat euch die Ohren Der war angezogen. richtig sauer. Der war richtig sauer, ja. Der hat gesagt, was soll das denn? Das ist Weil der hatte natürlich gar nicht wegen uns, der hatte Schiss, dass man ihn unterstellt, seine Söhne könnten nicht richtig können. Genau. Das war's. Der ist Peinlich. ja, der ist Lehrer, genau. Ja, Ja. peinlich, in der Hochburg der Schmitzens. Ne? Kinder, ganz genau. So ist es. Peter und Stefan haben die Gitarren bereit. Ihr habt euch einen Song ausgesucht, den ihr uns vorspielt, solange wir noch am Läve sind. Warum habt ihr den Song gewählt? Na, Stefan wird 61, ich 62. Und ihr seid beide schon Opas geworden. Genau, Ne? sind beide Opas. Das ist ein Song, der geht über Leben und Ja, dass das Leben hoffentlich immer weitergeht und alle ihr Glück dabei finden. Dann wollen wir das geht's im Leben genießen und dann wollen wir den Song genießen. Bitte schön. Okay. 1, 2, 3. Wir sind wirklich offen, wir schwaden nicht rum. Uns Herzen schlagen allsam im Rhythmus von einer Drum. Wir driese jeder Moje, denn Hüchter haben wir Lauf. Schläche wisse und Soje, ja, das nehmen wir in Kauf. Solang wir noch am Leben sind, am Lachen, Kriechen, Tanzen sind, solang wir noch am Leben sind. Solang wir noch am Leben sind, am Lachen, Kriechen, Tanzen sind, solang wir noch am Leben sind. Vielen Dank. Und wir erinnern uns, Robert wird mit seiner Frau wahrscheinlich weiter durch die Bude getanzt haben in dieser Hoffen wir Situation. drauf. Tolle Performance, vielen Dank. Sag mal, ihr Lieben, wart ihr auf der Montessori-Schule in Köln? Ja, wenn wir dann in der Schule waren, waren wir... Gelegentlich. Gelegentlich waren wir Dann da. muss es eine Schulfreundin sein. Hildegard schreibt, wir waren gemeinsam in der Monte. Ich lebe seit über 40 Jahren in Bayern und eure Lieder sind Heimat für mich. Ach, schön. Grüße Das freut uns sehr. Schulfreundin. So, dann fragt Carina, ist in der nächsten Zeit ein neues Album geplant? Also mit den Alben ist ja so eine Sache, seitdem es Spotify gibt. Wir veröffentlichen regelmäßig Songs und die dann zusammen auf ein Album zu packen, wenn es auf Spotify draußen ist, ist es draußen, ist eh Quatsch. Also es wird nicht mehr physisch verkauft und auch nicht mehr hergestellt. Deswegen, wir machen fleißig neue Songs, ob das ein Album wird. Was kommt doch jetzt? Ne? Nächste Woche kommt ja ein neues Song. Ja, nächste Woche kommt ein neuer Song, genau. Gott sei Mit, ja, genau. Also, da können wir uns auch freuen. Dann wird das Uschi freuen. Brings begleiten mich mein halbes Leben. Echt kölsche Jungs und tolle Musiker mit dem Herz am rechten Fleck. Das ist auch nochmal ein Kompliment. Und dann fragt Jörg, wie fühlt ihr euch denn in Düsseldorf? Zu Hause. Also was ganz viele nicht wissen, der Mensch, der uns unseren Ton draußen gemacht hat, also der den Ton macht für die Leute, der kommt aus Düsseldorf, der Georg, der hat ganz lange bei uns gearbeitet, über 40 Jahre. Unser Manager kommt aus Düsseldorf und der Stefan Kleinherr. Das Größte ist der neue Tonmann, weil der Georg ist schon Mitte 70, geht jetzt langsam in Rente. Dicke Durst. Kommt auch aus Düsseldorf. Also, man kann mit Düsseldorf Ja, auch absolut. kooperieren. Aber mit diesem Köln, Düsseldorf, Bächel haben wir nicht. Haben wir nicht. Habt ihr nicht. Langweilig. Aber sagen wir mal, wenn ihr jetzt so auf Tour seid, unterwegs seid und überall spielt, in Hamburg, Dortmund, München und so weiter. Köln ist ihr Heimat. Welche Stadt kommt denn so danach, wo ihr Hamburg. sagt? Ja, sagen wir auch immer noch. Der Reeperbahn, Hamburg. Ja? Klar. Warum? Weil wir sind Ehrenfelder. Ich glaube, das ist nah. Und das ist Was wirklich ist so, die das Connection? ist auch ein bisschen so, das kennt ihr hier in Düsseldorf ja auch. Wir haben ja nur den Fluss, aber die haben den Hafen. Und wo Schiffe kommen und gehen, ist immer so ein bisschen weltoffen. Ist immer so die große, wir haben ja früher gedacht, die Shell Sig, da wäre Gott weiß wo. Aber war ja nur die andere Rheinseite. Und in Hamburg hast du dieses Gefühl auch. Und was man auch noch kurz sagen muss, die Norddeutschen, wir spielen immer Große Freiheit 36, das ist so ein knapp 2000er Club. Und da kommen viele Leute von dahin. Ne? Das ist ein ganz treues Publikum und das lauteste Publikum. Die singen so laut, das hast du noch nie gehört. Ehrlich. Manfred schreibt auch noch Gruß von der Shell Sig aus Porz. Ihr seid genial und bin voller Stolz. Er ist auch hier im Ehrenamt etc. Also tolle Sache und du hast es schon gesagt, apropos Ehrenamt, das Konzert am 5. September. Dann drückt mal da die Daumen, viel Spaß. Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Und dann sagen wir Dankeschön, weiter so. Und wir sehen uns dann morgen wieder oder morgen. Freuen wir uns drauf. Und die Jungs essen jetzt die Blutwurst hier noch auf. Richtig? Alles klar. Tschüss und bis morgen. Die Föhn.